Was meinst du, was sind, oder besser gesagt, deiner Meinung nach, wie viele Menschen sind Muslime geworden durch deine Aktivitäten? Ich kann das nicht sagen. Also ich kann es wirklich beim besten Willen absolut nicht sagen. Ja, also es gibt Leute, die schätzen dort und ich kann das beim besten Willen nicht sagen. Also ich könnte höchstens sagen, was es nicht ist, weil es gibt manche Leute, die sagen, da sind 40.000 Leute zum Islam gekommen. Das sind Zahlen, die total übertrieben sind. Ja. Aber natürlich, wenn man jetzt noch Leute zählt, die zum Islam zurückgekehrt sind, ich sage Muslime, die zum Beispiel angefangen haben zu beten, angefangen Kopf zu tragen, dann sind es schon mehrere tausend Leute, ja, wenn man diese Leute, also könnte ich mir vorstellen. Also erstmal, Allah leitet sowieso recht, wen er will. Ich bin nur ein Werkzeug, möge Allah mir Ikhlas, Aufrichtigkeit bei dieser Sache geben, Amin. Aber ich kann es wirklich nicht sagen. Wie erklärst du dir diese verzerrte Wahrnehmung von deiner Persönlichkeit und deiner Arbeit, obwohl du mehr so der Besonnene oder zur Besonnenheit versuchst aufzurufen, zu einer Friedfertigkeit, dass die Menschen oder die Medien dich als Scharfmacher darstellen? Ja, erstmal, weil ich auch anecke. Das heißt, ich lasse mir nicht alles gefallen. Und das ist das, was Sie nicht gerne haben. Das Zweite ist, Sie haben ein Image aufgebaut von demjenigen, der den Bart trägt, das ist der Gefährliche. Wenn ich jetzt komme und Sie würden mich als den Lieben darstellen, dann ist das ganze Image, was Sie über Jahre hinweg aufgebaut haben. Das heißt, der Muslim ist gefährlich, es sei denn, er hat mit dem Islam nichts zu tun. Ja, so sehen wir es. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der keinen Bart trägt, nichts mit dem Islam zu tun hat. Ja? Aber das ist halt das Bild, was suggeriert wird. Der Muslim ist schlecht und gefährlich, es sei denn, er ist so ein Muslim, der eigentlich mit der Religion so gut wie nichts zu tun hat. Der einmal im Jahr in die Moschee geht und ein bisschen Schweinefleisch hier isst, ein bisschen Alkohol dort trinkt. Ja? Das ist das, was sie versucht haben, den Menschen einzureden. Jetzt kommt jemand und sagt, hier, hallo, ich bin derjenige, ich bin so jemand, der so rumläuft und der das so praktiziert, wie ihr die Taliban oder wie ihr Terroristen umschreibt. Und ich bin gegen Terrorismus. Und ich bin gegen dieses und jenes. Und damit können die einfach nicht klarkommen. Und ich glaube, die Leute, die haben sich auch teilweise selber so viel Paranoia eingeredet mit ihrer eigenen Hetze, dass sie sich selber gar nicht damit abfinden können. Man muss sich vorstellen, der schaut sich einen Vortrag an. Das ist ja so, wir sitzen in einem Raum und wir schauen aus dem Fenster, jeder sieht was anderes. Diese Leute, dadurch, dass die das Bild selber suggeriert haben, kommen sie zu einem Vortrag von mir und schauen sich das an und warten nur, bis irgendwas ist, was sie irgendwie falsch verstehen können. Und das verstehen sie auch so falsch. Ja? Und das alles andere verstehen die sowieso nicht. Die Hetze hat eingeschlagen. Das heißt, der Muslim, wenn er was Gutes erzählt, dann ist das eine Lüge, dann ist das Taqiyya, wie sie sagen. Das sagt er nur, damit er in Ruhe gelassen wird. Und ansonsten, wenn er etwas Zweideutiges sagt, dann wird daraus etwas interpretiert, was er gar nicht beabsichtigt hat. Wenn er etwas sagt, was außerhalb des Kontextes etwas Gefährliches bedeuten könnte, dann wird der Kontext so geschnitten, dass es gefährlich wird. Das heißt, die Leute sind, glaube ich, teilweise selber gar nicht in der Lage, dort zu reflektieren und zu differenzieren, weil die sich das selber eingeredet haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, denke ich, dass es, wie gesagt, andere gibt, die das ganz absichtlich machen. Ja, ganz absichtlich. Wir hatten zum Beispiel ein Interview mit RTL gehabt und die haben ganz klar am Anfang gesagt, hier in dieser Schule sollen kleine Kinder zu Terroristen ausgebildet werden. Das wird am Anfang so gesagt. Dann kommt kurz danach, das sagt der Verfassungsschutz. Fakt ist aber, der Verfassungsschutz sagt das gar nicht. Sondern der Verfassungsschutz sagt, dadurch, dass diese Leute den Islam so leben, radikal leben, und radikal ist ja auch ein weiter Begriff, könnte es sein, dass jemand, der mit diesen Leuten zu tun hat, später zum Terrorismus geht. Ja, das heißt, da müssen wir ab jetzt in Deutschland jede Bar verbieten, denn es kann ja sein, dass er in die Bar reingeht und später Alkoholiker wird, laut dieser Logik. Und in Deutschland sterben jährlich nicht 3000 Menschen am Alkohol, wie beim 11. September, wo 3000 Menschen gestorben sind, sondern in Deutschland sterben jährlich 50.000 Menschen am Alkoholkonsum. Das heißt, diese Logik ist völlig, also das ist ein Witz, ist das. Das ist, es ist ein Widerspruch in sich, ja, so zu argumentieren. Und außerdem müssen Sie uns doch mal zeigen,
wer durch uns zum Terrorismus gekommen ist. Und warum erwähnt man nicht zur selben Zeit, dass viele, die eine Meinung hatten, dass Terrorismus mit Islam zu tun hat, zurückgekehrt sind? Aber da die Leute beim Verfassungsschutz entweder Hetzer sind oder unfähig sind oder selber wollen, dass es in Deutschland knallt, denn das Gefühl habe ich manchmal, werden sie das auch so nicht artikulieren oder so nicht formulieren. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten im Jahr 2006, 2007 so gut wie jede Woche oder jeden Monat oder alle 2 Monate Vorträge in Moscheen in Hessen gehabt. Dann im Jahr 2008, 2009 hatten wir plötzlich keinen einzigen Vortrag in einer Moschee in Hessen. Ich habe mich gefragt, woran kann das liegen? Es kam dabei raus, dass also Behörden, die auch mit Verfassungsschutz und so zusammenarbeiten, zu den Moscheegemeinden gegangen sind, haben denen Angst gemacht. Was haben die gesagt? Die haben denen gesagt, wenn ihr die einladet, ja, dann werden wir euch beobachten. Und da die Leute ja teilweise dort an Ängsten leiden, sage ich mal, die Moscheevorstände, und eine große Ehrfurcht haben vor der Polizei und so weiter, oder vor den Übeltätern, sage ich hier, haben sie uns dann nicht mehr eingeladen, weil sie Angst hatten. Zur selben Zeit sind Leute aufgetreten, genau im selben Bundesland, die zum Terrorismus aufrufen, und die wurden komplett in Ruhe gelassen. Die Leute, die vorher alle auf unserer Seite gewesen sind, im Jahr 2006, 2007, ich sage jetzt mal so unsere Anhänger, die also mit uns waren, sind dadurch alle auf das Bötchen des Terrorismus übergesprungen und sind heute unsere Feinde und sagen, ach, der Pierre Vogel, das sind alles Verräter, die reden gegen 11. September und so weiter. Das heißt, der Verfassungsschutz hat sich eigentlich diese Bombe selber gelegt oder hat sich eigentlich selber ein Kuckucksei ins Nest hineingelegt. Aber was hat die Menschen bewogen, dass sie von dir weggehen und dann hingehen zu dieser Terrorismusgeschichte? So, es ist ja so, oder ich sage nicht alle, aber sehr viele, es ist halt so, dass die anderen die ganze Zeit dort ihren Senf geben konnten und wir nicht mehr präsent gewesen sind. Wir waren nicht mehr präsent und dann fingen die an und viele Leute sind auch einfache Menschen. Gerade diejenigen, die also denken, Terrorismus wäre mit dem Islam zu rechtfertigen, sind oft sehr einfache Menschen. War das auch in Moscheen oder wo waren nee, Sie? Also ich bin in Moscheen eingeladen worden, ja, aber denen ihre Propaganda läuft auch sehr stark über Internet und es geht dann um verschiedene Verschwörungstheorien. Ja, schau mal, hier, wir zeigen einige Bilder von dort und einige Bilder von dort. Es sind sehr einfache Menschen, die halt sich durch Emotionen leiten lassen. Ja? Emotionen leiten lassen. Man sieht beispielsweise ein Kind, ein muslimisches Kind, wird in Palästina umgebracht. Ja, das ist natürlich ein Bild, was jeden Muslim erschrecken muss und wo sich auch jeder Muslim sagen kann, was kann ich tun, um diesem Kind zu helfen? Was kann ich tun, dass so etwas nicht mehr geschieht? So. Aber die Methode kann natürlich nicht sein, dass wir Unrecht mit Unrecht bekämpfen. Ach so, weil das Kind umgebracht worden ist, dann können wir jetzt ein Kind von den Kuffar umbringen. Ja, und hier wird halt ein Vers im Koran falsch verstanden, wo gesagt wird, dass ihr nicht übertreten sollt, ihr sollt nur so übertreten, wie sie übertreten. Aber hiermit ist nicht gemeint, dass man Sünde machen soll oder Unrecht begehen soll. Ja, und das ist halt das, was viele falsch verstanden haben. Und hier werden dann die Emotionen geweckt. Ja, guck, wir müssen doch was tun, wir müssen dies, das kämpfen. Ja, das ist ja dieses Schema. Ja, wir müssen was tun. Ja, stimmt, man muss was tun. Aber man muss nicht irgendwas tun, man muss das Richtige tun. Es nützt sich, ich tue irgendwas. Ja, okay, wir tun was. Wir springen jetzt vom Hochhaus runter, haben wir auch was getan, haben wir was Falsches getan. Genauso, ich muss was tun. Aber was tue ich denn jetzt, wenn ich beispielsweise eine U-Bahn in die Luft jage? Dann tue ich etwas Falsches. Da sterben Muslime bei, da sterben Kinder bei, da sterben Frauen bei, da sterben Männer bei, die mit dem Kämpfen gar nichts zu tun haben. Da sterben Männer bei, die vielleicht auf deiner Seite sind, die vielleicht nicht Muslime sind, aber die sagen, das, was in Palästina passiert oder das, was in Kaschmir passiert oder was in Afghanistan passiert, ist falsch. Ich bin dagegen. Und wie gesagt, so werden natürlich schon Jugendliche gefangen für diese Gedanken, dass man immer wieder zeigt, hier, du musst was tun. Es ist dann auch oft so, wenn Leute gerade auf intellektueller Ebene oder auf argumentativer Ebene sich nicht artikulieren können oder nichts
Produktives, nichts Vernünftiges für den Islam leisten können, dass sie dann halt mit dem Kopf durch die Wand wollen und sagen, ja hier, das ist doch gut, das müssen wir machen. Versuchst du da entgegenzuwirken mit diesen Gruppen da, zu sagen, Freunde, kommt mal ein bisschen runter, das ist falsch, was ihr macht? Ja, natürlich, das haben wir ja die ganze Zeit gemacht. Nur dann wird natürlich gesagt, ja, die werden bestimmt, das ist alles so dumme Argumente, die werden bestimmt bezahlt, damit sie das sagen. Ja, das ist halt dieses typische dumme Argumentationsschema. Ja, ach so, wir werden angegriffen, wir werden überall attackiert, weil wir von denselben Leuten bezahlt werden. Das ist völliger Quatsch. Sondern das, was wir sagen, hat ja Hand und Fuß. Das, was wir sagen, hat Hand und Fuß. Wir können es ganz einfach auf einen Nenner bringen. Der Prophet, Frieden und Segen auf ihm, hat es verboten, im Kriegsfall Frauen zu töten, Kinder zu töten, Greise zu töten, Mönche zu töten, die sich durch ihren Gottes, durch ihre Art von Ibadah, ob die richtig ist oder falsch, darum geht es jetzt nicht, vom Kriegsgeschehen ferngehalten haben. Im Kriegsfall, wenn er dies im Kriegsfall getan hat, wie können wir das erst in einem Fall tun, in einem Friedensfall tun, beziehungsweise zumindest in einem Fall, wo man ganz klar sieht, dass in der heutigen Situation diese Menschen nicht am Krieg beteiligt sind. Und wo man sieht, dass jeder dieser terroristischen Anschläge Schaden bringt für die Muslime. Was hat der Anschlag in London für die Muslime gebracht? Schaden. Ja, viele sagen heute, oh, der 11. September, dadurch sind viele zum Islam gekommen. Das ist auch übrigens ein falsches Argument derjenigen, die den Terrorismus propagieren. Denn die sind nicht durch den 11. September zum Islam gekommen oder weil sie den 11. September gut fanden, sondern durch den 11. September haben sie gesagt, ich möchte mich mit Islam beschäftigen, haben dann gesehen, aha, der 11. September hat eigentlich nichts mit Islam zu tun und haben dann den Islam angenommen. Und von daher, diese Argumentation ist völlig falsch. Aber wie viele sind vom Islam weggekommen? Wie viele sind vom Islam? Ich kenne viele, die vom Islam weggekommen sind. Ich weiß, dass es in Amerika, in Kanada, eine ganz starke Dawa-Bewegung gab zur damaligen Zeit. Und diese Dawa-Bewegung ist so gut wie vernichtet worden durch den 11. September. Das sind alles Dinge, die undifferenziert einfach in den Raum geworfen werden, ohne wirklich Hintergründe zu kennen oder ohne wirklich eine Sache ohne wirklich die Sache tiefgründig zu beleuchten. Was meinst du, was